Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Also eine verletzte Person, habt ihr Hand schon an? Kommt ihr gerade? Ich brauche euch alle gleich. Es könnte irgendetwas mit Pfefferspray mit einem Übergriff zu tun haben. 017? Ja, wir sind gestartet für den Einsatz. Unser Einsatzgebiet fängt dort an, wo andere Einsatzmittel nicht mehr herkommen. Kantonsspital St. Gallen Notfallzentrum Laura Boitier. Im Notfall ist jeden Tag eine Überraschung. Die Türe geht auf und jemand in Not kommt rein. Okay, wir fahren jetzt darüber. Und da geht's um Zeit. Da geht's um Leben und Tod. Der Beruf des Feuerwehrmann ist eine Teamarbeit. Nur gemeinsam, wenn man sich aufeinander verlassen kann, sind wir in der Lage, die herausfordernden Situationen zu bewältigen. 3 Organisationen, ein Ziel. Leben retten. Das ist SRF bei den Leuten. Im Einsatz. Es gehört irgendwie so zur morgendlichen Arbeit dazu, dass wir wirklich bereit sind für den Einsatz nachher. Morgen wird der Heli gecheckt, jeden Morgen komplett alles Material. Und sobald er draussen ist und hier steht, ist er eigentlich einsatzbereit und ready für den Tag. Also. Ich bin der Benji Hischier, bin 28-jährig, habe ursprünglich einmal Maurer gelernt und arbeite heute als Rettungssanitäter bei Erzermatt. Man kommt jeden Morgen mal erwartet etwas vom Tag, aber schlussendlich wird es komplett anders. So, das gehen wir auf Leikerbad. Ich vermute mal, dass da eine Ambulanz schon vor Ort ist und dass ein Patient ist, der weiter auf, vermute mal, Sion muss. Die Meldung ist, dass er Brustschmerzen hat. Viel mehr wissen wir im Moment noch nicht. Der Helikopter ist nach ein paar Minuten in der Luft mit dem Pilot, dem Notarzt und dem Benji, einem Rettungssanitäter. Erzermatt 017? Ja, wir sind gestartet für den Einsatz Leikerbad. Ist der noch aktiv? Erzermatt 017, verstanden? Sie starten für den Einsatz Leikerbad, ja, der ist noch aktiv. Alles klar, ist gut. Dann gehen wir weiter. Merci. Okay, also mal über die Leitung. Jawohl. Ich sehe schon. Links Security ist so. Sicher 4 Meter. Hallo. Salut. Wo ist der Patient? Ah, der ist da drin, okay. Hallo. Sie spricht nur Französisch, Okay. ist an der Kasse synkopiert. Madame, restez juste un moment. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir sind für Sie da und begleiten Sie jetzt. Wenn ich etwas für Sie machen kann, dann sagen Sie es. Est-ce que vous avez le douleur maintenant? Haben Sie Schmerzen? On va juste mettre quelques électrodes sur votre... Wir legen Ihnen jetzt die Elektroden an und dann entscheiden wir, ob wir Sie ins Spital Sion oder Visp bringen. Et après, on va décider si on prend vous à Viège ou à Sion. Die Entscheidung wird hier in der Sekunde getroffen, die nachher für den weiteren Prozess, für den Heilungsprozess, für den Genesungsprozess des Patienten von einer extremen Relevanz sind. Das ist eine grosse Herausforderung. Ça va, madame? Parfait. Wir geniessen ein bisschen die Sonne mit Ihnen. Das ist ein Ohrenschutz. Ich weiss nicht, wie der auf Französisch heisst. Ça va comme ça? Der Doktor ist bei Ihnen. Sie sind nicht allein. Vous êtes pas seul. Viele Dörfer im Wallis sind abgelegen und die Ambulanz kommt nur schlecht an. Darum kommt viel die Erzermatt zum Einsatz.
Hochspannung, den ich vergessen. Ist wieder ist, genau. Gut. 01 gestartet und Leikerbad für Spital Fisch. Der Helikopter ist schneller und Zeit ist ein wichtiger Faktor bei der Rettung. Voralarm, Einsatzzug. Brandalarm in der Schmerzklinik zu Basel. Die Feuerwehrleute müssen in 90 Sekunden parat sein und ausrücken. Links. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin seit 25 Jahren bei der Berufsfeuerwehr zu Basel und bin 53. Das Einsatzgebiet der Berufsfeuerwehr Basel ist die Stadt. Mein Beruf motiviert mich, dass ich Leuten helfen kann, dass ich jeden Tag etwas ganz Neues erlebe. Kein Tag ist gleich wie der andere. Das ist gut, kannst du mich rauslassen. 2 Minuten später sind sie schon dort. Kochtopf hat da gebrannt. Genau, Kochtopf hat gebrannt. Also ich habe da kurz die Tür aufgemacht. Das macht ziemlich dampfig. Er meinte, er hat es unter Kontrolle, aber wäre gut, wenn noch mehr ein Feuerlöscher unten runterkommen würde. Ja. Lass ich noch mal schauen. Sie wissen wo? Ja. Der Gruppenführer Thomas Meyer geht immer als Erster ins Gebäude rein und schaut, was los ist. Offenbar brennt es in der Küche. Ja, die Gruppe kann hier reinkommen, wenn jemand braucht. Die Lüftung abstellen, das ist unter der Lüftung, muss man die abstellen. Die ist automatisch aus, wenn ein Brandmelder ausgelöst ist. Oh! Sicher ein CO2-Löscher, Raffi. Sie sollten raus, wegen dem Rauch. Kann ich die Lebensmittelkopf verlangen? Ja. Komm, jetzt brennt, komm, hopp! Legst Atemschutz an. Rechts, Dampfabzug brennt. Da oben, siehst du, es brennt noch. Einer langt halbe. Schaut mal gleich dort in die Klappen rein, ob das Feuer nicht weiter ist, gell? Oben im Rohr links ist eine Klappe mit roten Rändelschrauben. Dort aufmachen. Wenn das weiter brennt und man merkt das nicht, dann kann das zu einem erneuten Aufflammen führen und der Küchenbrand geht weiter. Wie sieht es aus, ist das Feuer nicht weiter? Also die Seite, das Abluftrohr muss gegen die andere Seite weg. Von da oben, das ist schon runter bis da, die zwei. Ja. Mit dem Löschen des Feuers ist es bei weitem noch nicht gemacht. Es geht dann darum, das Gebäude rauchfrei zu machen, was dann meistens eine gezielte Lüftungsaktion nach sich zieht. Aber rechts. Achtung! Alles verstanden, Lüfterrückzug. Hier unten haben wir kein CO mehr, ist alles gut. Was wir noch gemacht haben, wenn hier ist potenziell Strom drauf, darum haben wir das abgehängt, also da einfach nicht anlängen. Okay. Wir sind hier, wenn es brennt. Wir sind aber auch für viele unspektakuläre Sachen hier, die man nicht in jeder Zeitung liest. Vom Wasserschaden über Tierrettungen etc. Das Betätigungsfeld des Berufsfeuerwehrmanns ist so vielfältig und das ist etwas vom Faszinierenden. Komplett. 3, 2, 1 und wir gehen heim. Moment. Ja, Sie sind doch nicht ganz Ihr könnt ins C4 jetzt, gell? C4. Sauerstoff zu mir. Sauerstoff? So. Da wird unser Platz jetzt auch langsam eng, gell? Musst du in OP, oder wie?
Ich halte sowas so schlecht aus, wenn ich warten muss und weiß, jetzt muss los. Der Patient kann schlecht atmen und der braucht jetzt eine Schutzintubation, wie wir sagen. Also wir legen ihm einen Beatmungsschlauch und verlegen ihn ins künstliche Koma, damit er geschützt ist. Ein typischer Freitagnachmittag im Notfall in St. Gallen. Ein Haufen Betten sind schon besetzt und es kommt ein Patient nach dem anderen. Es kommt ein Polytrauma. Könntet ihr in 6 Minuten werden Sie landen? Der Träger ruft uns an und sagt, wir bringen einen Patient, vielleicht noch das Verletzungsmuster und was passiert ist, aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Jetzt fehlt nur noch die Weißwurst und das Bier. Und der Brezen. Wäre ja nicht so schlecht, gell? So, sind wir parat? Kann losgehen. Mein Name ist Elke Schmidt. Ich bin 47 Jahre alt und ich leite das Notfallzentrum am Kantonsspital St. Gallen. Komme aber ursprünglich aus Nürnberg. Wir wissen nicht wahnsinnig viel. Gell? Das ist Jahrgang 49, 47, weiblich. Unklares zerebrales Ereignis. Auf jeden Fall ist sie unter einer Treppe liegend aufgefunden worden, bewusstlos. Der Notfall ist mein Leben. Das macht mir richtig, richtig Spaß. Und den Menschen zu helfen, das ist das, was mir viel, viel gibt. Es leidet schon auch ein bisschen darunter, dass ich meine Familie nicht viel sehe. Aber die ist immer für mich da und die ist meine Stütze, damit ich da einen guten Job machen kann. Die Patientin kommt in den sogenannten Schockraum. Dort werden die Menschen in Lebensgefahr behandelt. Hallo. ABCD stabil? Aktuell D-Problem. D-Problem. D und manuelle Beatmung. 1, 2, 3. Im Schockraum packen alle mit an, damit die Frau überlebt. Also dann darfst du den Primary machen. Ja, du hast auch nichts gesehen an den Händen unten. Keine Schürfungen. Nein, keine Schürfungen, kein Abstützen. Elke und ihr Team haben nichts Auffälliges gefunden. Darum wollen sie jetzt so schnell wie möglich ein Röntgenbild machen. Gut, dann können wir los. Feuer dich gleich über den Haufen. Du. Die Ungeduld in Person. Das Leben retten ist natürlich Königsklasse. Das ist das Tollste, wenn man das machen kann. Ich glaube aber, dass es ganz viel anderes auch noch dazu braucht. Die richtigen Entscheidungen zu treffen und manchmal ist es halt auch eine Entscheidung, jemanden gehen zu lassen. Egal in welche Richtung das Leben geht. Wir sind mit dabei, wir gehen mit dem Patienten durch dick und dünn. Die CT-Grapheure sind unsere Glaskugelleser. Sie helfen uns immer, dass wir draufkommen, was denn der Patient jetzt eigentlich hat. Und auch bei der Patientin ist jetzt nicht ganz klar, ist das ein Schlaganfall gewesen, einfach am Ende von einer Treppe, oder ist sie die ganze Treppe runtergepurzelt? Wir können es nicht sagen, aber die können es uns sagen. Die schauen jetzt, ob sie Brüche hat, ob sie Verletzungen hat und ob es wirklich ein Schlaganfall war oder was anderes im Kopf passiert ist. Hast du ihn angeschaut? Was haben wir da? Das ist eine Schulterverletzung. Genau. Okay. Riederalp auf der Piste, oberhalb von der Alpe selber. High. 100 feet. Kein Problem. Wir haben aber ein bisschen als Referat. Ja, bleiben wir hier auf Buckel. Da oben ist nicht so best. Bei der letzten Abfahrt am Abend ist eine junge Skifahrerin schwer gestürzt. Ein Fall für den Rettungssanitäter Benji und das Team von der Ärzte Zermatt.
Was mich fasziniert an dem Job ist auf der einen Seite die Vielseitigkeit. Das ist die Arbeit mit den verschiedenen Sparten, sei es Bergführer, Piloten, Flughelfer, aber auch mit den Ärzten. Auf der anderen Seite ist das Interesse für das Medizinische auch. Die Arbeit mit den Patienten, mit den Leuten und diesen Leuten in diesen Extremsituationen etwas Gutes tun können. Sali. Hallo. Hoi. Der Christian. Hallo zusammen. Du sprichst Deutsch? Ciao. Der Benni. Sali. Freut mich. Ciao. Wo tut's denn weh? Die rechte Schulter? Ja. Nur die rechte Schulter oder sonst noch was? Also ich kann einfach die ganze Arm kann ich nicht bewegen irgendwie. Okay. Oh, und ich kann irgendwie auch nicht aufschauen. Das macht... Oh. Kannst nicht bewegen, weil so starke Schmerzen? Ja. Okay, gut. Pack noch einmal kurz. Finger kannst du bewegen, drück mal die Hand. Das ist gut, okay, gut. Statt im Rettungshelikopter sitzt Sandra Wenger im Auto. Sie muss in die Physiotherapie. Ich bin Sandra Wenger, 38, Rettungssanitäterin und Mama von 2 Kindern. Hoi. So. Hallo. Wie tut's? Besser. Besser? Sehr gut. Du darfst. Danke vielmals. Merci. Seit 8 Monaten kann sie nicht arbeiten. Sie hat Hüftprobleme. Und, als ob das nicht genug wäre, auch noch den Rücken operieren. Ja, ich hatte das Ziel so nach vor Augen, endlich wieder auf den Dienst zu dürfen. Und dann ist das eben mit dem Rücken dazugekommen, wo mir dann nachher der Arzt hat gesagt, der Wirbelsäulenspezialist, dass wir um eine Operation nicht herumkommen, ist das schon schnell ein Schlag mit dem Hammer gewesen. Es fällt mir grundsätzlich sehr schwierig, anderen Leuten zur Last zu fallen, weil ich immer die möchte, die helfen möchte. Ich hätte nie gedacht, dass einem das Arbeiten so fehlen kann. Also jetzt immer, wenn ich den Heli höre oder schon von den Arbeitskollegen das Lebenszeichen vernehmen, hat es mich schon richtig hart. Oder wenn ich weiss, dass ich eigentlich heute Dienst hatte und irgendjemand anderes mir den Dienst hat übernommen hat, ist es schon so ein bisschen Wehmut. Genau. Die kennst du vielleicht schon von vorher. Sandra hofft, dass alles nach Plan läuft und sie in gut 2 Monaten wieder im Einsatz ist. Aber es ist ja schön zu wissen, dass es um zurückgeht und da gebe ich jetzt alles daran, dass das nicht wieder geht. Halt schon ein anspruchsvoller Job, wo du zu deinem Körper halt musst Sorge haben und das verlangt dir halt auch alles ab. Im Notfall St. Gallen rätselt das Team immer noch, was die Patientin hat. Aber was hat sie denn jetzt dann? Ach Mann. Warum ist sie da unten gelegen? An der Treppe. Eben unterhalb von der Treppe. Das Treppenhaus ist völlig aufgeräumt. Also es schaut nicht so aus, wie wenn sie da jetzt runtergepurzelt wäre und jeden Eimer, der da gestanden ist, und Schuhe mitgenommen hätte oder so. Und sie schaut auch nicht so verdellt aus. Es ist nur am Ellenbogen eine kleine Schürfwunde und sonst nichts. Als hätte sie einfach da. Sie, glaube ich, saß ein bisschen. Ihr lasst mich voll im Stich. Ja, genau. Dass ihr jetzt das Licht ins Dunkel bringt, was der Patientin passiert. Ja. Ich glaube, der Job packt mich so sehr, weil er eben alles enthält. Emotionen, Spannung, Zeitfaktor ist ganz wichtig. Und die Leidenschaft, glaube ich. Mensch, das ist wichtig. Der Mensch im Zentrum. Du willst, dass es vornimmt. Also gerne vorne besprechen. Nein. An diesen elektrischen Impulsen kann man anschauen, ob sie einen epileptischen Anfall, einen Krampfanfall hat oder ob auch sonst irgendetwas nicht stimmt. Und bei ihr sieht man aber überhaupt keine Aktivität, als würde sie sehr, 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 sehr tief schlafen. Und deswegen versuchen wir jetzt mit dem Medikament dagegen zu wirken, um eine Aktivität rauszufinden, rauszukitzeln, ob da überhaupt etwas ist. Eigentlich müsste die Patientin auf die Intensivstation, aber die ist voll. Die Patientin liegt jetzt seit, ich glaube, 4 Stunden in unserem Schockraum. Wir haben auch mehrere andere gefährdete Patienten jetzt da und müssen ständig schachern, dass wir genügend Schockraumkapazität überhaupt haben. Ja, und halt auch für jeden das richtige Plätzchen finden. Also gerade heute ist es ein bisschen schwierig mit dem Puzzeln. Das ist schon sehr herausfordernd mit wenig Platz und du möchtest gern vorwärts machen und kannst nicht.
jetzt müssen wir irgendeine Intensivstation finden, die die Patientin nimmt, weil sie hat einfach einen Beatmungsschlauch im Hals. Bei der Feuerwehr gehört Sport zum Arbeitsalltag dazu. Auch der Thomas Meyer trainiert regelmäßig. Viele kommen zur Feuerwehr, weil das eine Herzensangelegenheit ist. Und dann willst du das auch, wenn es irgendwie geht, machen bis zur Pension. Weg ein bisschen höher kommen. Langsam zurück. Machen wir 2 Wiederholungen. Wegen tanniger Höhe. Die Atmung vertiefen. Nach dem Übergang rechts hoch. Rotation, sehr gut. Kommt langsam zurück. Wechseln. Haltet eure Beckenstabilität, Rumpf gespannt. Bringt die Brust auf. Die Schultern breit. Jetzt einmal stolz. Gut. Einmal im Leben. Ganze Spannung kaputt. Aber 8 sind es gewesen. Bei uns ist es halt so, dass wir jährlich getestet werden über unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Und wenn es dann dort nicht mehr passt, und das kannst du halt nicht immer nur beeinflussen, oder? Dann bist du im schlimmsten Fall deinen Job, den du so gerne machst, los. Voralarm, Einsatzzug. Der Thomas muss in ein paar Monaten den Fitnesstest machen. Zuerst aber geht es zum nächsten Einsatz. Ein Brandmelder in einem Kino mitten in der Stadt ist ab. Wir gehen beim dritten Rotlicht rechts. Rechts, der linke Seite, Hausnummer 36. Du kannst jetzt sein, Leute, ich sage, das ist immer da. Hört ihr genau? Greater. Ist gut, ist im Kino. Ja, bei uns. Weg nach Strom. Ausrüsten mit dem BFK. Ja, genau. Das kann auch. Und vor Ort hat sich dann herausgestellt, dass mehr als ein Melder angesprochen hat. Das spricht meistens auch dafür, dass mit grösserer Wahrscheinlichkeit etwas ist, dass es nicht ein technischer Defekt ist. Und dann ist die Suche losgegangen. Die Suche nach einem möglichen Brand. Mit Atemschutzgeräten gehen die Feuerwehrleute ins Gebäude rein. Dank diesen Markierungslampen wissen alle, wo das Team reingegangen ist. Verstanden für das Atemschutzprotokoll. Erster Druck jetzt im Einsatz, Auftrag im Zwischengeschoss. Feuer suchen. Oder Rauchquellen suchen. Gut, wir helfen dir, gell? Ich habe Angst. Ja, das kann sein, dass die Schulter luxiert ist, dass er gebrochen ist. Das schauen wir jetzt gleich, gell? Kannst du hinter reingehen und ihr den Oberkörper stabilisieren, sodass sie sich dir anlehnen kann? Nur hier so, genau. Wie du gestürzt bist du mit dem Kopf draufgeschlagen? Nein, oder? ich bin voll auf die Schulter über. Nur auf die Schulter. Ich mache noch gar nichts, gell? Ich sage dir immer, was ich mache. He? Gehalt's gut. Hast du den Arm hier drauf lassen, dass es schön warm bleibt? Oh, ich habe jetzt Angst vor der Nadel. Dann guckst du zu mir. Guckst zu mir. Ah. Ganz Oh ruhig, mein ganz Gott. ruhig. Der Bench macht das gut. Ganz entspannen. Ganz entspannen, der Arm. Sehr gut. Ah, das hat gar nicht weh. Siehst du? Oh mein Gott, das hat gar nicht weh. Gut. Ich gebe dir jetzt, ich weiß nicht, Ketamin, kennst du das schon? Nein. Dass der Benji heute als Rettungssanitäter im Einsatz ist für ihn nicht selbstverständlich. Ja, keine Schmerzen hast dabei. Gelernt hat der 28-jährige Walliser ursprünglich Maurer. Oh Mann. Spürst du ein Stechen oder ein Brennen? Das ist ganz normal. Das ist das Medikament, das einfließt, gell?
Der erste Schritt, wenn ich die Möglichkeit hatte, als Maurer Rettungssanitäter zu machen, habe ich da primär den Gedanken gehabt, was wollen die mit mir? Ich bin Maurer, ich kann kaum ein Pflaster gerade kleben. Und vielleicht weiss ich den Unterschied, was Venen und Arterien sind. Und nachher war mein Medizinwissen am Ende. Start für Spital Fisch. Jetzt haben wir 02, das ist der Verstanden, gestartet für das Spital Fisch. Merci. Mein persönliches Ziel ist auf der einen Seite, dass ich jeden Tag besser werden will, als ich es gestern war. Dass ich mich weiterentwickle, dass ich jeden Tag etwas dazu lerne und auch diesen Drive nie verliere, Velo besser zu werden. So, ist noch völlig weg. Ja, aber es kommt gerade wieder. Geht's dir? Wir haben gerade vom Rettungsdienst einen Patienten bekommen. Der wird jetzt gerade da hinten in die Koje gefahren. Der hat einen Bruch vom Unterschenkel und es schaut schon sehr verbogen aus. Jetzt braucht es Schmerzmittel und gute Hände, dass wir die Schuhe auskriegen und ihn versorgen können. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Die Zehen spüren Sie, wenn Sie da unten... Ja, ich kann mich gut bewegen. Nein, das muss auch nicht. Ich tue den Oberkörper noch ein bisschen hoch, gell? Aber da oben tut Ihnen nichts weh, gell? Das ist Öpfel, aber da ist Ah ja, da kommt dann schon immer noch was vor, gell? Nein, da passt nicht. Sie hat sonst keine Verletzungen, gell? Also mir wäre jetzt dann recht, wenn wir das Foto machen würden und dann können wir das Betadine da drauf. Und jetzt noch eine elastische Binde. Ich gehe auf der Seite rein. So. Von den Schmerzen her geht's? Ja, ja. Ja. Ja, ist sowieso hart im Nehmen. Hm? Das sind Kleinigkeiten, gell? Das ist Gemüse, nebenbei. Gemüse. Ja, ja. Das ist wann? Ja, das ist voll übertrieben, habe ich gesehen. So, jetzt müssen wir schauen, was da gebrochen ist. Wir haben das Gefühl schon gehabt, während wir den Unterschenkel gehalten haben, dass... Ach so, echt? Und er weiß es auch ganz gut, dass der wirklich glatt durch ist. Und dann ist es eben so mobil. Ja, no. Flicken wir da zusammen, mal gar nicht. Genau. Also, dürfen wir noch ein bisschen verhandeln? Viel Zeit beim Patienten hat Elke Schmidt nicht. Ich glaube, das Faszinierende an der Notfallmedizin ist für mich die Schnelligkeit, aber auch das, dass ich eben schnell für einen Patienten da sein muss. Das ist ein Mensch, der ist in Not und ich muss ihm ganz schnell helfen. Und da muss ich auch schnell springen können. Ja, Vorsicht, doppelter Rittberger, danke. Das ist super spannend. Der nächste Notfall. Verdacht auf Herzinfarkt. Jetzt werden wir Ihnen noch das Liebli abziehen und gerade schon einmal ein EKG machen und auch noch wegen Blut schauen. Gell? Entschuldigung, gibt einen Stich? Was für eine Art von Schmerz ist das? Ist das eher ein Drücken auf der Brust oder ein Stechen oder ein enges Gefühl? Ein Würgen. Ein Würgen. Ein Würgen, so wie krampfartig. Ja, ja. Mhm. So wie ich die Rettung verstanden habe, hat das angefangen in der Brust und ist bis in den Rücken hinten ausgestrahlt. Ja. Da hat es angefangen und dann hat es mich gewürgt im Magen. Im Magen, ja. Ich bin froh, dass man mich gebracht hat und dass sie so schnell gekommen sind. Und die Atmosphäre ist total gut. Man ist eigentlich schon fast gesund, bevor man wieder rausgeht. Wir schauen auf jeden Fall, ob es ein Herzinfarkt ist, weil die Patientin schon einmal vor 4 Jahren einen Herzinfarkt hatte. Das erste EKG, also die Herzstromkurve, die durch den Rettungsdienst abgenommen wird, schaut jetzt mal nicht danach aus. Aber man sieht eben nicht alle Herzinfarkte im EKG, in dieser Herzstromkurve.
Die Elke entdeckt ganz etwas anderes. Etwas viel Schlimmeres. Im Kino zu Basel sucht die Feuerwehr immer noch nach dem Brand. Bis jetzt ist völlig unklar, wieso die Brandmelder abgegangen sind. Rauch ist nie ungefährlich in dem Sinn. Man kann es nicht einschätzen, wie toxisch ist der Rauch. Wenn etwas nach Elektrobrand schmeckt, dann nachher suchst du natürlich auch in diesen Bereich. Und tatsächlich. Von da ist der Rauch gekommen. warte mal schnell da, das ist ein Elektromotor. Das sieht ziemlich... Wie warm ist der? Der ist schon schwarz. Wir haben hier etwas gefunden. Wir haben einen heißen Elektromotor in einem Schaltschrank. Das ist vor dem Projektorraum. Da unten ist er verbrannt. Ja, das ist verbrannt und hier auch. Da ist es aufgerissen. Zuerst auf die Seite. Ja. Der Rauch muss sich verteilt haben entlang der Kabel. Mit dem grossen Entlüfter saugen die Feuerwehrleute jetzt den Rauch aus dem Kino. Einfach zum Abendschirm. Wie viel willst du rein? Ja, so bis zum Nebenansatz. Ja, kannst laufen lassen. Warum bin ich Feuerwehrmann geworden? Ich habe mit etwa 9-jährig mitbekommen, wie bei mir gerade ums Eck herum ein Keller gebrannt hat. Und dann sind die Feuerwehrautos gekommen und dann hat das gerebelt. Und die Feuerwehrleute sind in das brennende Haus und ich war total fasziniert am Zuschauen. Alle aufsitzen. Danach bin ich dann irgendwann einmal drauf gekommen, auf meinen Bubentraum, habe mich zurückerinnert und habe dann den Weg verfolgt. Und glücklicherweise hat das geklappt. Im Wallis gibt es einen Überraschungsbesuch auf der Basis. Alessandro, gut. Sandra hat den Rücken müssen operieren und kann noch nicht arbeiten. Sie halten es zuhause aber fast nicht mehr aus. Benji? Ciao! Hi! Hallo, wie geht's? Geht und dir? Ja. Hallo! Danke. Hi! Bist du Wiefs? Ja. Schon. Noch nicht so. Nein, noch nicht. Für Gymnastik gar. Nein. Aber das tut langsam. Ja. Aber schön bist du von uns. Kann ich dir noch etwas helfen? Ja, du Welt ist richtig, gell? Ja. Hey, beim Herfahren ist es wirklich ein bisschen emotional geworden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So lange? Mann, wirklich. Ich musste wirklich das Tränchen müssen. Nein! Sogar? Ja. Mal so hier zu sein und zu merken, dass mir einfach wirklich mega fehlt. Genau. Das ist schön. Das ist ein gutes Zeichen. So. Ja, zum Glück. Ja, sicher. Ja, ist schön. Nein. Jetzt ist wie lange? Ist im Mai. Hey, jetzt ist es im Dezember, sind es 10 Monate. 10 Monate? Ja. Den Job als Rettungssanitäterin mache ich, weil es für mich gar nie eine andere Option hat als das. Ich habe schon als Kind immer gewusst, dass ich das unbedingt möchte. Ich habe diesen Weg verfolgt und bin jetzt da und möchte das Plätzchen für nichts auf dieser Welt mehr hergeben. Ich glaube, bis wieder 100% fit bist, heisst im Moment, aber das kommt. Bis Mitte Dezember und dann ist dann pünktlich auf die Hochsaison wieder. Ja, genau. Direkt wieder Vollgas. Genau. Ich freue mich auf den Moment, wo sie wieder 100% eingesetzbar ist und wir wieder das komplette Setting miteinander können durchschaffen. Das wird spannend. Ja. Aber eins am anderen jetzt. Eins am anderen. Und einmal, ja, wenn Sandra auf die Wintersaison wieder fit ist, wenn die Post abgeht, dann früher wärst du ja, jetzt sind wir froh. Eine Schicht bei der Berufsfeuerwehr Basel geht immer 24 Stunden. Feuerwehrmänner wie der Thomas Meyer sind rund um die Uhr auf der Wache, arbeiten und schlafen auch da. Aber ich will diesen weg.
Es gibt Nächte, da schläfst du gut. Das sind dann die Nächte, wo du vielleicht auch mal keinen Alarm hast. Aber bei mir ist es vor allem so, mit so einem Alter, wenn du eine längere Schicht schaffst, wenn du jetzt Nacht einmal auf bist, dann ist es nachher vorbei, dann schläfst du nicht mehr. Der Thomas ist geheiratet und hat 2 Töchter. Ja, du bist ein Drittel vom Jahr weg von der Familie, 24 Stunden weg, also nicht nur ein 8-Stunden-Job. Aber man gewöhnt sich daran. Und ich denke, sehr wertvoll ist auch, wenn du eine Frau hast, die mit dem gut umgehen kann. Ich habe das Glück. Man freut sich dann wieder mehr aufeinander. Das ist definitiv auch so, weil wenn man ein Drittel vom Jahr nicht zusammen ist, freut man sich auf die 2 Drittel vom Jahr, wo man zusammen ist. Voralarm, Einsatzzug. Der Thomas hat keine 2 Stunden schlafen. Noch vor Mitternacht gibt es einen Einsatz. Apartment Swiss Star. Es ist eine orange Tafel sichtbar. Es riecht undefinierbar chemisch. DLW, kannst du Konvoischaltung reinmachen? Person ist verletzt. Was? Also eine verletzte Person. Habt ihr Händchen an? Frau aus dem 3. Stock muss aus Apartment. Es riecht nach unbekanntem, reizenden Stoff. Bierschrank verrichtet. Keine orange Tafel. 80. Denkst du, wenn du Luftprobe bist? Ja, ja. Ich fahre nachher den Böhlen. Guten Tag miteinander. Sie hat geschrien, wir sind dahin gegangen. Wir konnten nicht verstehen, was passiert ist. Sie konnte sich nicht, also auf Deutsch oder auf Englisch, verständlich machen. Es ist aber klar, dass wir glauben, Pfefferspray oder irgendwas anderes ganz stark in ihrem Raum ist. Kommt ihr gerade? Ich brauche euch alle gleich. Es könnte irgendetwas mit Pfefferspray, mit einem Übergriff zu tun haben. What's happened? Auf dem Notfall in St. Gallen wartet die Patientin immer noch auf ihre Diagnose. Die Elke hat einen bösen Verdacht. Wie kommt denn sie auf dieses auffällige Herz? Was wir da jetzt leider auch gesehen haben, ist, dass man vermutet, dass sie eine Tumorerkrankung hat, also eine Krebserkrankung hat. Man muss aber noch weitere Tests machen. Wir tappen noch im Dunkeln, was das sein könnte. Und sind nicht so gute Informationen, die wir jetzt da gekriegt haben. Aber auch noch zu wenig, um die wirklich zu einem kompletten Bild zusammen zu puzzeln. Schlechte Nachrichten sind manchmal schwierig zu überbringen, weil ich nicht weiß, wie mein Gegenüber reagiert. Und ich mache mich eigentlich parat für alles. Es kann von ganz stumm sein bis zu einem Nervenzusammenbruch. Und ich stelle mich eigentlich auf alles ein. Aber trotzdem ist es eins der schwersten Gespräche, die wir führen. Und wir sind unter den weißen Klamotten einfach auch alles noch Menschen und leiden ein bisschen mit. Was wir jetzt heute machen konnten, ist ausschließen, dass es ein Herzinfarkt ist. Wir haben uns jetzt auch alle Befunde angeschaut. Es ist dort einfach etwas, was wir weiter abklären müssen. Und das ist genau in dem Bereich auch, wo es ihnen wehtut. Es geht da so Richtung Leber rüber. Aber was es genau ist, wissen wir nicht. Und es kommt ja und geht und es kommt und geht. Und wir möchten ihnen gerne anbieten, dass sie bei uns bleiben, dass wir das rausfinden, was denn da ist. Wenn ich der Patientin geradeaus sage, dass sie Krebs hat und daran sterben wird, dann haben wir alles verloren. Dann geht's nicht mehr weiter. Die bricht mir zusammen. Wenn ich es aber so ein bisschen verpack und ihr sagt, wir müssen da noch untersuchen, dann kann sie das mitverarbeiten. Ich kann sie mit auf den Weg nehmen. Die braucht noch Hoffnung, die Frau.
Ich darf ihr die nicht gleich am Anfang nehmen. Adi, Frau Gucke. Alles Gute, gell? Adi. Adi miteinander. Wenn ich komme nachher wieder. Es trifft aber auch immer die Herzigen. Also gut, ruf meinen Chefarzt von der Chirurgie an. Nach fast 12 Stunden im Notfall hat Elke Feierabend. Sie fährt auf Winterthur zu ihrem Freund Lukas. Ding dong! La! Wo bist denn du? Kuchi. Oh. Guten Tag. Ja. Meine kleine Insel mit dem Lucky. Jemanden, wo ich einfach ich sein kann. Wo ich nicht stark sein muss, wo ich auch mal schwach sein darf. Zum Aufladen. A man inside forced the door. Also, der Mann von der anderen Seite. Lukas, Help me. they are where? Ist die Sanität noch nicht in Ordnung? Nein. In Basel sind 2 Frauen mit Pfefferspray angegriffen worden. 3 men inside forced the door. Help me face, bitte. Okay, wir haben She eine don't know this man. Person, die irgendwie mit Pfefferspray irgendwas kontaminiert ist. It's him, Molofit for terror. She punch, punch, aggress. Also, es waren 3 Männer, die die Tür aufgedruckt haben, mit Pfefferspray gesprayt haben, sie auch geboxt haben. Wir haben dann die Frau runterbegleitet zu der Sanität, haben die Sanität auch gerade orientiert, was wir wissen, dass eben sehr wahrscheinlich ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen ist. Und dann nachher in dem Moment ist die Versorgung der Patientin nicht mehr unsere Aufgabe, das macht die Sanität. Und wir kümmern uns dann ums Lüften von der Wohnung. Wir gehen davon aus, dass das ein Übergriff war auf eine Dame. Von diesen Angreifern, sage ich jetzt mal, ist nichts mehr herum. Die Polizei ist oben. Die Dame haben wir der Sanität übergeben. Und für uns, für die Feuerwehr, ist das somit eigentlich erledigt. Ja. Meine Töchter hocken sicher irgendwann im Ausgang da. Willst du sicher nicht wissen, was? Nein, das wollte ich nicht wissen. Definitiv wollte ich das nicht wissen. Machen die Jungen halt noch. So. Bis zum nächsten Mal, hä? Ja, bis morgen. Ja, morgen ist in... Nachmittag. Morgen ist in 38 Minuten. Jetzt haben wir noch probieren, wir können liegen. Gute Nacht. Lang kann der Thomas nicht liegen. Voralarm, Einsatzzug. Ein Brand mit Explosion. Aber die Lage ist unklar. Die Feuerwehrleute wissen nicht genau, was sie erwartet. Er hat geheißen, er sei gelöscht, hat danach aber wieder geheißen nicht. Und es ist ein bisschen so, wo der schickt man lang. Haben gehört, Meldung Explosion, es sei gelöscht, dann hat es wieder geheißen, es sei nicht gelöscht, es sei unklare Lage. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».